Ja, und bald ist die Vergangenheit, die 43. Woche von diesem Jahr. Und immer am Freitag fragen wir ja, was haben wir gesehen, was haben wir erlebt und vor allem live im Studio unsere erstklassig besetzte Kommentatorenrunde. Es ist der Fabian Unterreger. Grüezi. Der Fabian Unterreger. Hoi. Und der Fabian Unterreger. Guten Morgen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Heute ist Halloween. Die Jungen, die holen alle ihre Kürbisse raus. Aus der Runde macht jemand mit. SP-Präsident Christian Löwra. Ja gut, wir feiern immer eine große Partie mit unserer Fraktion im Bundeshaus. Wobei ja, ich vergleiche mich als ein verstaubtes Skelett aus dem medizinhistorischen, wie sagt man das, medizinhistorischen Museum der Universität Zürich. Gut, oder also Christoph Blocher, das kommt auf dasselbe raus. Simi Ammann im Toggenburg, macht ihr dort Halloween? Mich erwartet man ja als Harry Potter, aber ich überrasche alle und komme als Kinderskistock. Ja, beste ein Giro, wenn es ums Gruseln geht. Wir haben sie schon ein bisschen erwartet. Ja, also ich gehe als erneuerbare Energieerzeuger auf meiner Bauchmuskeln malen ein Solarpanel und unten dran hat es ja den Windpropeller oder ein Wasserkraftwerk. Der fremde Brauch, Halloween, Weltwochenchef Roger Köppel, sind Sie dabei? Absolut, um was geht's? Respektive, als was gehe ich? Zwar als Laubbläser. Damit kann ich viel Lärm machen, Staub aufwirbeln und am Schluss sind alle mit den Nerven tunnen. Ja gut, aber so ganz überzeugt mich die Idee bis jetzt noch nicht. Ich meine, wie geht man wirklich an eine Halloween-Party? Jeroen van Rooyen als SRF 3 Stilguru. Ja, Mona, ich gehe richtig gruselig als normaler Monster. Ich ziehe mir blaue Jeans an, einen grauen Wollenpullover und weisse Turnschuhe. Meine Modefreunde werden sterben vor Schreck. Anderes Thema diese Woche. Der Bund verteilt an viele Schweizer Haushalte Jodtabletten für den Fall von einer atomaren Katastrophe. Chance haben wir noch Überblick am Morgen. Jodeln, das habe ich schon auf meinem vorletzten Album gemacht. Geil sind Jodtabletten, ja, wenn man es verreibt und durch die Nase zieht. Ich bin letztens bei Madi Stern gsi, da wohnt ja im Aargau, also gerade bei einem Atombombenwerk. Also Atomkraftwerk, ja. Ja, gut, eben. Und dann hat der Stern ein Säckchen Jodtabletten vorgenommen. Mann, ich gerade so aus dem Stand das Klavier, ein 4-stündiges Musical konserviert und mit einem weißen Gispelchor und alle Refrain nur mit Triangeln gespielt. Ja, yeah, meine Fans und der Stern, weisst wie gestrahlt habe ich auf Amerika. Und Stern übernimmst du, ich muss jetzt in den Tod.